Hallöchen zusammen! Heute machen wir einfach den leckersten Grillspieß, den ihr je gegessen habt. Und dafür müsst ihr unbedingt dranbleiben. Viel Spaß! Hi und herzlich willkommen! Wir machen heute ein Gericht mit unseren Maultaschen in 10 Minuten. Und nicht nur mit irgendwelchen Maultaschen, sondern mit unseren Grillmaultaschen. Also wenn ihr irgendwas braucht, womit ihr der Renner seid auf der nächsten Grillparty, egal bei wem oder was, das wird einfach alle umhauen. Und ja, wir machen heute was ganz Einfaches und ja, los geht's. Ich entscheide mich heute, wir haben zwei Varianten, einmal Curry-Marinade und einmal in Texas-Marinade. Das sind so gerollte Maultaschen. Könnt ihr nehmen, welche Sorte ihr auch immer wollt. Wir nehmen heute die mit Curry und machen heute den perfekten Grillspieß dafür. Ihr nehmt die Maultaschen direkt aus der Packung. Ich nehme jetzt hier mal 2 Stück pro Spieß. Die sind auch eigentlich schon fertig vorbereitet. In jeder Packung sind immer 5 Stück drin, das heißt, ihr habt genug davon. Dann haben wir hier einen Grillkäse, weil niemals ohne Käse, ganz ehrlich. Welchen ihr auch immer nehmen wollt, ist euch überlassen. Ich habe jetzt einen mit Chili genommen, das heißt, es ist noch ein bisschen Würze mit dabei. Dann darf die gesunde Variante nicht fehlen. Ich habe mich für ein bisschen buntes Gemüse entschieden, also rote Zwiebel, Zucchini und Paprika. Passt einfach perfekt dazu. So, das müsst ihr natürlich einmal noch schneiden, schälen und dann habt ihr bei der roten Zwiebel die Variante, das einfach zu halbieren und dann aufzuspießen. Ich mache jetzt ein Viertel draus und dann reicht es eigentlich schon so für unseren Spieß. Den Grillkäse, der ist ja quasi so am Stück, den würde ich noch einmal durchteilen in Viertel. Dann haben wir auch den einmal schon gerichtet. Paprika gibt es einen ganz coolen Trick. Ihr schneidet den Deckel ab, dann habt ihr hier den oberen Rand und den Stiel. Und wenn ihr das hier nehmt und auch noch den Boden abschneidet, dann habt ihr hier so einen mega coolen Trick. Ich habe ihn auch irgendwo abgeschaut, also wir sind jetzt nicht die Ersten, aber ihr schneidet dann einfach hier einmal rum. Zack, zack, zack. Und noch einen Schlitz an der Seite. Und ihr habt perfekt eure Kerne rausgelöst. Killer, oder? So, die könnt ihr direkt wegmachen. Dann habt ihr eure komplette Paprika. Ihr könnt Stücke nehmen, worauf ihr Bock habt. Wir schauen jetzt einfach mal, so, wie viel Platz wir überhaupt auf dem Spieß haben. Mir reichen jetzt 2 kleine Stücke, die wir in solche Viertel quasi aufteilen. Und zu guter Letzt Zucchini, wie auch immer ihr das nennen wollt. Wir brauchen gar nicht viel, weil unser Spieß, wie gesagt, wir nehmen hier einfach solche Holzspieße. Es gibt bestimmt auch welche aus Eisen, da habt ihr auch freie Wahl. Wir nehmen die Zucchini und schneiden uns Scheiben runter, dass die so von außen ein bisschen, ja, kross werden können. So, rote Zwiebel geschnitten, Paprika geschnitten, Zucchini geschnitten, der Grillkäse geviertelt und unsere Grillmaultaschen sind auch ready. Das heißt, es kann einfach schon losgehen. Also wir sind wahrscheinlich bei dem Gericht sogar unter 10 Minuten. Ich würde einfach mal reinstarten mit unserer Zwiebel. Einfach so draufstecken, dass sie gut befestigt sind und halten. Dann unsere Paprika. Zum Beispiel, also die Reihenfolge könnt ihr natürlich aussuchen. Bei den Grillmaultaschen würde ich empfehlen, sie so aufzuspießen, dass wir diese Seite, wo man quasi die Füllung sieht, schön auf dem Grill platzieren kann. Das heißt, ich nehme den Spieß und spieße so von unten einmal auf. Zack. Jetzt finde ich, muss ein bisschen cheesy ran. Und was habe ich vergessen? Zucchini. So. Und wenn uns die Reihenfolge so passt, dann würde ich genau das gleiche einfach nochmal machen und einmal aufspießen. Wir haben Paprika und Maultasche. So, einmal von unten wieder schön aufspießen. Zack. Jetzt kommt der Grillkäse. Und nach dem Grillkäse kommt die Zucchini.
Und ihr könnt selber entscheiden, ob ihr jetzt aufhören wollt. Da unser Spieß schon so ein bisschen die Fassung verliert, aber das hält auf jeden Fall, lasse ich es jetzt dabei und es kann eigentlich auch schon direkt losgehen. Schön platzieren, sodass quasi die Maultäschle, wie gesagt, schön von der Seite angebraten werden können. Und los geht der ganze Spaß. Das lassen wir jetzt einfach mal so liegen. So, jetzt muss der ganze Spieß hier wahrscheinlich genauso lange auf dem Grill liegen wie alles andere, was ihr auch auf dem Grill habt. Das heißt, ihr macht es einfach so in dem Bräunungsgrad, wie ihr Bock drauf habt. Ein bisschen Salz und Pfeffer drüber und dann habt ihr einfach einen richtig genialen Spieß, der einfach mal auffällt. Und ja, der einfach ein richtiger Hingucker ist. Also dann viel Spaß beim Nachmachen und lasst es euch schmecken und erzählt es weiter.